Ich bin gespannt auf das Thema von heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja schon eine Weile unterwegs mit dieser speziellen Serie zur Endzeit, zu diesen Fragen, wann kommt das Ende, ist es jetzt schon bald da und so weiter. Wir haben heute gegen Ende des Gottesdienstes eine Zeit, wo wir auch auf Fragen eingehen möchten. Also wenn jetzt im Lauf von der Predigt oder von den letzten Themen dir eine Frage auf dem Herzen liegt, kannst du auf slido.com 9878 eingeben oder den QR-Code scannen. Im YouTube ist es auch unten verlinkt, da hat es einen Link, da kannst du direkt hineinschreiben, auch wenn dir Gott etwas aufs Herzen gelegt hat, durch diese Predigtserie, durch die Predigt heute, wenn Gott dir etwas gezeigt hat, wo du ihm so dankbar bist. Wenn du das teilen möchtest, kannst du das hier hineinschreiben. Die Leute, die hier im Saal 1 sind, haben auch die Möglichkeit, dann live mit dem Mikrofon etwas zu sagen oder zu ergänzen oder eben per Slido, also wenn Fragen auftauchen. Wir haben vielleicht nicht für alles Zeit, aber für einige ganz gute Sachen haben wir am Ende des Gottesdienstes dann Zeit, um zusammen zu sprechen. Zur Predigt heute. Ich habe hier den Titel auch mitgebracht. Wie ist es mit dieser aktuellen Situation? Ist der Antichrist schon hier? Gerade mit dieser Situation, wo wir drin sind, mit diesem Zertifikat und verschiedenen Regierungen, die sehr machtvoll und diktatorisch durchgreifen und so weiter, hört man immer wieder, das ist so antichristlich, da ist der Antichrist irgendwie, da ist dieses Malzeichen, die Impfung und so weiter und so, und da kommen diese Gedanken oder diese Ideen und manchmal denkt man sich, ja, wie ist es denn wirklich? Wer ist denn dieser Typ überhaupt? Was hat es mit dem auf sich? Und wir wollen uns heute Zeit nehmen. Die Bibel spricht von diesem Antichristen und wir schauen zusammen in die Bibel hinein und wollen zusammen entdecken, was steht da eigentlich und wie können wir auch gewisse Dinge heute da einordnen. Es ist mir ganz wichtig, wir werden heute recht zügig vorwärts gehen. Wir werden in ein paar Texte hineinschauen, die zum Teil sehr viel Inhalt haben. Wir können nicht auf alles eingehen. Mir ist wichtig, dass du heute Jesus fragst, welchen Punkt willst du mitnehmen? Oder wo merkst du, dort spricht Jesus dich persönlich an? Dann nimm das mit und beweg diesen einen Punkt in deinem Herzen, auch wenn du den ganzen Rest dann wieder vergisst. Oder ganz einfach, man nimmt wieder einmal YouTube hervor und schaut sich das an oder liest noch weiter. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Oder man stellt einfach eine Frage, ist da im Ecken auch eingeblendet, slido.com 9878. Jetzt haben wir dieses Thema Antichrist und wir schauen einfach mal ganz direkt, was finden wir da in der Bibel. Also das Wort selber kommt 5-mal vor im Altgriechischen, Antichristos, ist sehr neu übersetzt im Deutsch, jetzt können alle schon ein bisschen Altgriechisch, sehr einfach. Kommt 5-mal so wörtlich vor im 1. und 2. Johannesbrief. Also der Autor Johannes, der hat über das geschrieben. Wir werden heute auch einen längeren Text aus der Offenbarung lesen, das hat auch Johannes geschrieben. Also der kennt sich aus mit diesem Thema. Wird in der Bibel aber auch sonst noch viel mehr erwähnt. Anti, der erste Teil, gegen, bedeutet wirklich gegen oder sogar noch mehr anstelle von oder statt. Also es geht darum, dass sich jemand an die Stelle von jemand anderem stellt. Und Christus bezieht sich auf Christus, Jesus Christus, bezieht sich auf den Gesalbten. Also rein vom Wort her kann man sagen, der Antichrist ist jemand, der sich an die Stelle von Jesus Christus stellen möchte. 5-mal kommt das im Johannesbrief vor. 2 Beispiele habe ich herausgenommen. Das erste ist im 1. Johannes 2, Vers 18. Hier heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ihr erinnert euch, die vergangenen Predigten, wir haben schon darüber geredet, wir sind jetzt in der Endzeit, seit Jesus gestorben und auferstanden ist die Zeit der Endzeit, eigentlich eine sehr lange Zeit. Und der Johannes sagt hier, es gibt wie den einen Antichristen und es gibt auch viele Antichristen. Und diese viele Antichristen, die sind jetzt schon da.
Und deshalb erkennen wir, dass wir in dieser letzten Zeit sind. Also wenn der Johannes vor fast 2000 Jahren gesagt hat, jetzt ist es hat es schon einige so Antichristen hier, dann sind wir jetzt auch in dieser Zeit, wo es einige von diesen Typen gibt. Gleichzeitig schaut der Autor auch voraus und sagt, aber irgendwann kommt einmal der eine Antichrist. Ein zweiter oder ein paar Verse später heißt es dann auch, wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also man liest jetzt hier schon etwas über den Charakter von diesem Antichrist, aber auch von den Antichristen, von den vielen. Und zwar, dass er den Vater und den Sohn leugnet. Also schon von der Wortbedeutung haben wir ja gesehen, aber es wird klar, das ist einer, der steht hin und sagt, hey, ich bin noch der viel bessere Christus. Jesus ist nicht der Sohn von Gott, sondern er stellt sich selber hin als Gott, als anbetungswürdig und er leugnet, er lügt, er ist ein Lügner, er verdreht eigentlich die Wahrheit. Mit anderen Worten, wir sehen schon jetzt, dass er eigentlich wie nachäfft, das, was Jesus ist oder getan hat und sich selber in diese Position stellen will. Das so ein erster Einblick in dieses Wort, der Antichrist, der Antichristus. Und wenn ich das jetzt so bildlich darstellen würde, das ist eine Zeitleiste in der Zeit, wo wir uns befinden. Und dann hat dieser Johannes hingewiesen, am Ende kommt einmal der Antichrist, also so eine Person, ein Mensch, wie wir noch sehen werden, der auftritt. Aber schon jetzt gibt es so wie viele Modelle, so Leute, die hinweisen auf diesen, der noch kommt, die immer wieder mal auftreten in der Geschichte. Johannes hatte da ein paar Typen vor Augen. Auch wenn wir heute in der Geschichte blicken, machen wir dann auch noch ganz kurz, erblicken wir verschiedene Personen, wo wir denken, da sieht man, das hat so antichristliche Tendenzen drin. So war ein Vorbild, wie eine Dynamik, die sich hinentwickelt auf den, sag ich mal, letzten Antichristen, der dann kommt. Die Bibel spricht aber noch viel mehr als nur im Johannesbrief vom Antichristen. Es beginnt eigentlich schon ganz am Anfang von der Bibel, im Alten Testament. Das erste Mal, wo eigentlich das Böse, wo der Teufel, wo der Satan in eine irdische Gestalt hineinkommt und mit den Menschen in Interaktion tritt, das ist im Garten Eden, wo der Teufel in die Schlange hineingeht. Also eigentlich von der Erde kommt da ein Tier und redet auf die Menschen ein und verbreitet Lügen. Schon damals Lügen über Gott. Aber auch später, es gibt viele Stellen, auch im Alten Testament, sehr eindrücklich, Daniel 7, werden wir auch noch hineinschauen. Im Daniel 7, dort wird auch berichtet von verschiedenen Hörnern, wo für Machthaber steht. Und da kommt das eine Horn, was andere verdrängt und sich selber zuvorderst hinstellt. Also der eine Typ, der dann hinsteht und die Macht ergreift. Jesus selber hat auch davon geredet. Wir haben auch schon gelesen in dieser Predigtserie in Matthäus 24, wo Jesus über diese letzte Zeit spricht. Und dort sagt Jesus, dass es verschiedene falsche Christusse geben wird. Also in der Mehrzahl. Er hat genau dieses viele Antichristen vor Augen. Da werden verschiedene Typen kommen und sich ausgeben als Christus und die Wahrheit verdrehen und versuchen, die Menschen zu verführen und sagen, kommt, schaut auf mich, schaut nicht auf diesen Jesus. Das heißt dann auch, verschiedene Propheten werden auftauchen und interessant, es werden große Zeichen und Wunder geschehen durch diese falschen Christusse. Also man sieht, die äffen nicht nur diesen Jesus nach, sondern die äffen auch diese Zeichen nach, diese Wunder, da geschehen übernatürliche Dinge. Und Jesus sagt, Achtung, die werden auch versuchen, die gläubigen Menschen zu verführen. Vielleicht gerade durch diese Zeichen. Und dann ein Text, in dem auch sehr viel steht, ist in Offenbarung 13. Er hat auch dieser Johannes geschrieben, da werden wir heute auch zusammen reinlesen. Und es ist wichtig, dass wir sehen, wo dieser Text sich angliedert. Es wäre natürlich spannend, wir könnten zusammen dieses ganze Thema aufrollen, aber ich mache da eine sehr, sehr schnelle Zusammenfassung,
die man auch, je nachdem, wie man Textstellen auslegt, auch etwas anders darstellen könnte. Also wenn wir hier auf einer Zeitleiste unterwegs sind, dann war vor 2000 Jahren Jesus, der in den Himmel gegangen ist. Und es heißt in der Bibel, er wird wiederkommen, wird ein Reich aufrichten, das tausendjährige Reich, und einen neuen Himmel und eine neue Schöpfung wird es einmal geben. Das ist in die Zukunft gerichtet. Irgendwo auf dieser Zeitleiste befinden wir uns auch drauf. Irgendwann lesen wir, dass Jesus wiederkommen wird. Wann das ganz genau sein wird, das ist noch schwierig so zum eindeutig sagen. Wir lesen auch von einer Zeit der Bedrängnis, die 7 Jahre dauern wird, die aufgeteilt ist in in 2 genau gleiche Teile, 2 mal 3,5 Jahre. Und wir fragen uns, wo sind wir heute? So wie ich die Offenbarung verstehe und die Zeichen deuten würde, befinden wir uns irgendwo in dieser Zeit vor dieser Bedrängnis, bevor Jesus wiederkommt, das erste Mal. Und vielleicht sehr nahe, vielleicht etwas weiter weg. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also Jesus wird in ein paar Tagen kommen, können wir wirklich sagen. Aber wie lange diese Tage gehen, wissen wir nicht. Aber wir wissen, es ist jetzt noch Gnadenzeit. Es ist jetzt noch die Zeit, wo Menschen Jesus kennenlernen können, wo sie diese Gnade entdecken dürfen. Die letzte Stunde hat noch nicht geschlagen. Vielleicht ist 5 vor 12. Das wissen wir nicht so genau, wie viele Tage. Vielleicht auch in deinem persönlichen Leben. Wer weiß, wie lange er auf dieser Erde lebt. Und wir können sagen, wir sind jetzt in dieser Gnadenzeit. Und dieser Text, den wir zusammen lesen von Offenbarung 13, der findet statt in der zweiten Zeit von dieser Bedrängniszeit. Das ist also ein Text, der auf die Zukunft gerichtet ist. Da müssten wir jetzt aber die ganze Offenbarung zusammen lesen, dass ich das sehr eindeutig zeigen kann. Aber ich ordne ihn so ein. Wie gesagt, man kann diese Ereignisse je nachdem auch unterschiedlich anordnen. Ich finde das eine sehr einleuchtende Anordnung und wir wollen zusammen in diesen Text eintauchen und da ein paar Dinge hinausnehmen von dieser Offenbarung 13, was dort steht über diesen Typen, und wollen dann schauen, was das heute auch mit uns zu tun haben könnte. Verse 1 bis 2, Offenbarung 13, wer die Bibel dabei hat, schlagt sie auf. Ihr dürft gerne mitlesen in eurer Übersetzung. Da heißt es: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Also das ist der Johannes, der so Zukunftsvisionen hat, die Gott ihm zeigt. Also der sieht da so ein Meer aus dem Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Jetzt könnten wir denken, wir sind so richtig im Science-Fiction-Genre gelandet, oder? Wir fragen uns, was bedeutet das? Wie müssen wir das verstehen, diesen Text? Was sind das für Bilder? Muss man sich da wirklich so ein Tier vorstellen, das kommt so mit verschiedenen Köpfen und Bärenfüßen und wie ein Panther und Löwenmund und so weiter, diesen Hörnern und Kronen oder Diademen, was da drauf ist. Es ist eigentlich recht einleuchtend, wie wir jetzt solche Texte verstehen müssen, weil in der Bibel kommen immer wieder solche Texte vor und einige von diesen Texten, von diesen Prophezeiungen haben sich bereits erfüllt. Das bedeutet, wir können diese Texte anschauen, wir können schauen, wie haben sie sich erfüllt, und dabei sehen wir, so müssen wir diese Texte verstehen. Und das wollen wir zusammen machen. Es gibt einen Text, der sehr nahe verbunden ist mit Offenbarung 13, das ist im Alten Testament Daniel 7. Und da wollen wir mal hineinschauen. Da hat Daniel auch so Zukunftsvisionen. Und dieser Daniel, der sieht in diesen Visionen Tiere, die kommen aus dem Meer heraus, sehr ähnlich wie in unserem Text. Er sieht zuerst einen Löwen, der herauskommt, und dann sieht er einen Bären, der herauskommt, und dann sieht er einen Panther, der herauskommt, und dann sieht er noch ein 4. Tier. Lesen wir zusammen. Und siehe, ein 4. Tier, furchtbar und schreckerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Wir erinnern uns. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor,
Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Jetzt haben wir hier einen Text im Daniel mit ein paar Elementen. Ich habe die blau hinterlegt, die wir erkennen aus dem Text, den wir soeben gelesen haben in der Offenbarung. Wir sehen, da gibt es einige ganz nahe Verbindungen. Es wird hier auch von einem Tier geredet, von einem 4. Tier, auch mit 10 Hörnern. Und es wird schnell klar, dass Daniel eigentlich schon weit vorausgeschaut hat und genau dasselbe gesehen hat vor seinem inneren Auge in dieser Vision, wie Johannes uns berichtet im Vers 13, im Kapitel 13 der Johannes-Offenbarung. Und das Spannende dabei ist, das ist das 4. Tier, aber die ersten 3 Tiere, die Daniel gesehen hat, der Löwe und der Bär und der Panther, kann man nachlesen in Daniel 7, diese stehen für Reiche, die gekommen sind, Königreiche eigentlich, so machtvolle Reiche, und die bereits in der Vergangenheit sind, also wo wir sehen, dass so wie Daniel das prophezeit, dass das quasi 1:1 zugetroffen ist und das zum Teil sogar so erklärt wurde in diesem Text. Das ist spannend, müsst ihr mal lesen, Daniel 7, 8 und diese Kapitel 2 und 12 gehören auch noch sehr dazu. Zum Beispiel das erste Reich, das erste Tier, das Daniel gesehen hat, der Löwe, der stand für das babylonische Reich und die Zeichen oder die Erklärung, wie dieser Löwe aussieht, das passt perfekt zum babylonischen Reich. Der Bär, der gehört zum medopersischen Reich, das eigentlich das babylonische einfach weggetrampelt hat. Dann der Panther, der sehr schnell ist, der steht für das griechische Reich, Alexander der Große, der gekommen ist und innerhalb kürzester Zeit eigentlich so von Griechenland bis nach Indien die ganze Welt erobert hat. Und dann das 4. Reich. Die meisten Ausleger deuten das so, dass das für das römische Reich steht, das aber weitergegangen ist und sich eigentlich immer wieder neu erfunden und weiterentwickelt hat bis heute und bis dann am Ende der Zeit. Deshalb so ein neues, spezielles, eigenartiges Tier. Sogar wenn wir die Zeitangaben im Daniel lesen, es ist sehr spannend, wie da von Jahr, Wochen und Zeiten und so weiter geredet ist. Und wenn man das nachrechnet, das kommt genau zu dem Punkt, an dem Jesus am Karfreitag nach Jerusalem gegangen ist. Also sogar die Zeiten sind sehr genaue Angaben für das, was sich dann nachher erfüllt hat. Und so lesen wir auch von weiteren Zeiten, die kommen werden. Und wir können davon ausgehen, dass diese Tiere für Machtbereiche stehen, diese Hörner für Machthaber und dass diese Beschreibungen, diese Bilder dann sehr konkret zu irdischen Reichen, zu Menschen, zu Machthabern passen werden, dass sich die Zeiten so erfüllen, wie wir das kennen. Etwas absolut Spannendes. Also wenn wir die Bibel lesen und sehen, was sich für Prophezeiungen wie genau erfüllt haben, ich finde, das ist das für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel, das ist der beste Beweis. Sogar so genau und präzise vorausgesagt, dass Leute, die sagen, nein, Gott gibt es nicht und die Bibel ist ein Menschenwerk, die sagen, ja, das kann gar nicht der Daniel geschrieben haben. Das muss jemand geschrieben haben, nachdem das alles passiert ist. Das macht sonst keinen Sinn. Der kann das ja nicht gewusst haben. So genau ist das alles. Und jetzt sind wir da in Offenbarung 13 und haben diesen Vers, wo auch diese Elemente aufgenommen werden. Wir haben das Meer, da sieht man an verschiedenen Stellen, dass damit gemeint ist das Völkermeer, also dieses Tier, das kommt eigentlich aus der Menschheit hinaus, aus irgendeinem dieser Völker. Dann sieht man auch dieses Tier, das 10 Hörner hat. Also man kann sagen, dass es wie 10 Reiche, Machtbereiche, Königreiche geben wird. Und auf den Hörnern hat es 10 Diademe oder Kronen. Also es wird auch Machthaber gehen, die diesen Machtbereichen vorstehen. Ihr erinnert euch auch an Daniel, diese Verbindung, die da sehr nahe ist, der eigentlich dasselbe vorausgesagt hat. Und es heißt hier, dass darauf Namen der Lästerung stehen. Bei Daniel stand schon, dass diese Hörner und so weiter, dass die groß geredet haben. Und wir haben ja schon gesehen, es ist typisch für den Antichristen, dass er die groß herausredet und die Dinge verdreht, dass er Gott lästert und sagt, nein, das ist nicht, Jesus ist nicht der Sohn von Gott. Wir haben hier dieses 4. Tier, das Merkmale der Tiere von Daniel hat, wie ihr euch erinnert. Es war gleich einem Panther. Wir haben ja auch so eine künstlerische Darstellung gesehen. Also es ist schnell und gefährlich. Es hat Füße wie die eines Bären. Also es ist schrecklich und kann andere Reiche jetzt quasi zertrampeln. Es hat ein Maul wie eines Löwenmaus, also ein kraftvolles Brüllen.
was er sagt, er klingt laut und machtvoll und kräftig und man wird es hören, diese Lästereien. Es ist auch spannend, dass dieses vierte Tier diese anderen Tiere wie vereint. Und da sieht man auch diese Dynamik. Wir haben gesehen vorher, es gibt viele Antichristusse, die hindeuten auf den Letzten. Das bedeutet, wir sehen auch, es gibt so wie viele verschiedene Reiche, machtvolle Reiche, die haben alle so Merkmale von diesem letzten antichristlichen Reich, was hier beschrieben wird mit diesen 10 Machtbereichen, das einmal auf dieser Erde sein wird. Und das vierte Tier vereint eigentlich alle diese schrecklichen Dinge dann in dem einen. Es klingt im Moment alles recht schrecklich, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Also das ist ganz wichtig, es wird sich noch einiges tun hier. Wir fragen uns auch, wer ist dieser Drache, der diesem Tier diese Macht gibt? In Offenbarung 12, da lesen wir, dass das Böse selbst, dass der Teufel, dass der Satan, dass er dieser Drache ist und diese Macht gibt. Und wir fragen uns an dieser Stelle, woher hat er diese Macht? Oder anders ausgedrückt, wieso lässt Gott das zu, dass dieser Drache so viel Macht hat und diesem Tier, diesem antichristlichen Reich so viel Macht geben wird? Für mich ist das die größte Frage in der Offenbarung. Was sind da die inneren Beweggründe? Wieso lässt Gott das zu? Wieso führt er das so und so? Wieso gibt er diesen so viel Macht? Ist schwierig zu sagen. Wir lesen zum Beispiel im Hiob, lesen wir ja davon, dass Gott dem Teufel eine gewisse Macht gegeben hat für eine gewisse Zeit. Immer wieder in der Geschichte, also ich denke auch bei Jesus war das ja so. Wieso hatte dort das Böse so viel Macht, dass selbst der Gottessohn am Kreuz gelandet ist, dass er hingerichtet wurde? Also es gibt immer wieder so Situationen, auch nach der Auferstehung von Jesus, die ersten Jesus-Nachfolger, die viele den Weg als Märtyrer gegangen sind. So lässt das Gott immer wieder zu, dass der Teufel so viel Macht bekommt. Das ist eine schwierige Frage, aber das Wichtige dabei ist, wir wissen, dass diese Macht beschränkt ist und dass sie ein Ende haben wird. Also dass Gott eigentlich dem eine Schranke setzt, dass es nicht sich uferlos ausbreiten kann. Also wir sehen hier gleich in den ersten Versen so ein antichristliches Reich, das auftreten wird mit verschiedenen Merkmalen, machtvoll, 10 Machtbereiche, die hier auf der Erde sich verbreiten. Wir lesen mal weiter, Verse 3 bis 4. Und ich sah einen seiner Köpfe, von diesem Tier eben, wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier nachher. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Wir merken an diesen Versen, dass es jetzt von diesem Reich oder von diesem Machtbereich wechselt und zur Person des Antichristen hingeht. Wir lesen von seiner Wunde, die er hat. Wir lesen davon, dass er angebetet wird. Also es wird hier deutlich, jetzt geht es hier um diese Person, die dann auftreten wird. Und es ist ganz spannend, was hier dieser Antichrist nachäfft. Also wir kennen die Geschichte von Jesus. Jesus, wie er am Kreuz gelitten hat und sich hingegeben hat, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist. Und genau das wird jetzt nachgeäfft. Es heißt hier wie zum Tod geschlachtet. Das bedeutet, er war nicht wirklich tot, dieser Antichrist, aber es sah so aus. Es wirkte fast so, fast zu Tode. Aber diese Todeswunden, die wurden geheilt. Später lesen wir in Offenbarung 13, dass die durch das Schwert verursacht worden sind, diese Todeswunden. Was auch immer dieses Schwert bedeuten mag. Und dann lesen wir, dass eben alle diese Dinge geheilt wurden. Also der Antichrist, der kommt nicht nur um Jesus zu lästern, sondern auch um ihn nachzuäffen. Todeswunden und dann die Heilung. So eine Art Auferstehung nachäffen. Und dann hat das gewisse Auswirkungen, nämlich die Menschen auf der Welt, die sehen das und die staunen und die beginnen anzubeten. Das ist etwas Spannendes, also das Ziel vom Antichrist, von diesem antichristlichen Reich, ist nicht Reichtum oder Macht oder Einflussnahme, sondern es ist Anbetung. Das ist etwas, was das charakterisiert.
der will angebetet werden. Der will geehrt werden. Der will gelobt und gepriesen werden. Das ist ganz interessant. Also es geht hier auch nicht in erster Linie nur um Macht, sage ich mal, um ein Machtgebilde auf dieser Welt, sondern es geht auch um etwas Religiöses, Spirituelles. Es geht darum, dass nicht Jesus im Zentrum steht, sondern dass die Menschen auf ihn schauen und ihn anhimmeln, anbeten und so weiter. Also es hat diese religiöse, spirituelle Dimension darin. Und interessant, die Menschen beginnen zu staunen und machen das dann. Das ist nicht etwas, was unter Zwang geschieht. Etwas sehr Interessantes. Und das wegen dieser Heilung, wegen diesem Wunder, das eigentlich eintritt. 2 Punkte will ich hier gleich mal festmachen. Das erste ist, der Antichrist, diese Menschwerdung eigentlich des Bösen, das versucht, die Menschen sollen es anbeten und anhimmeln, das hat gar keine eigenen Ideen. Das äfft Jesus nach. Ist eigentlich interessant, in allem, was wir bis jetzt gelesen haben, was da passiert, ist trotzdem immer der Hinweis auf Jesus Christus drin, bei dem das alles vollkommen war, bei dem das funktioniert hat, das nicht nur eine Nachäffung ist. Und das Zweite, was wir hier festhalten wollen, es geht nicht nur um Machtbereiche, sondern es geht um Religion, es geht um Anbetung, es geht darum, dass etwas gepriesen und geehrt wird. Und die Menschen sehen das Wunder und deshalb sind sie wie hin und weg. Interessant hier der Vergleich. Jesus hat seine Jünger gefragt, hey, wer denkt ihr, dass ihr bin? Wieso seid ihr hier? Und die Antwort von Petrus, die war, Herr, zu wem sollen wir sonst gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Wir dürfen Jesus nachfolgen und an ihn glauben. Wir sind nicht von Wundern abhängig. Wir lassen uns nicht hinreißen, wenn da etwas geschieht, wenn dort etwas geschieht, sondern weil Jesus Worte des Lebens hat und wir diese hören und wir merken, das hat Auswirkungen, das erweist sich als gültig, als echt, als wahr und bringt uns Leben. Jesus, wohin sollen wir gehen als zu dir? Nur du hast Worte des Lebens. Wir lesen noch weiter, wir müssen noch ein bisschen vorwärts kommen, da in diesem Offenbarungstext. Im Verse 5 bis 6 heißt es, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt, also den Wohnort von Gott, und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Wir haben vorher schon über dieses große Mund geredet. Wir haben schon mehrfach an verschiedenen Textstellen gesehen, Lästerungen, falsche Informationen sind ein Zeichen davon. Und wenn wir jetzt gesehen haben, dass sich dieses Reich auf der ganzen Welt ausbreiten wird, dann können wir uns schon fragen, ja, heute ist das ja kein Problem mehr, direkt auf die ganze Welt zu kommunizieren. Meinungen zu säen, überall, über alle Kontinente hinweg, überall wo Menschen sind. Falsche Informationen zu verbreiten, ist heute gar kein Problem mehr. Und ist auch interessant, wie wir heute Menschen uns Meinungen bilden. Meistens interessieren wir uns, was gewisse andere Personen, gewisse Influencer zu gewissen Dingen sagen. Und ich frage mich manchmal, wie geht es uns überhaupt darum, die Wahrheit zu finden, uns Menschen heutzutage? Also diese Vorstellung, dass da Falschinformationen über Jesus und Lästerungen sich auf der Welt verbreiten, das kann man sich heute ohne Probleme vorstellen, dass das gut möglich ist. Es heißt hier, dass große Dinge geredet werden. Das steht so im Sinn für anmaßen, völlig überheblich. Wir lesen hier davon, dass es 42 Monate geht. Wir rechnen schnell. 12 Monate ist ein Jahr, 3 mal 3 Jahre, 36 Monate und noch ein halbes Jahr dazu, 3 Jahre und ein halbes Jahr. So lang geht diese Macht eigentlich. Das ist diese zweite Hälfte der Bedrängniszeit, das ihr vorher auf dieser Übersicht gesehen habt. Es geht eindeutig gegen Gott, gegen den Himmel, gegen sein Zelt, also dort, wo Gott wohnt. Und es geht auch gegen die, welche im Himmel wohnen. Mit anderen Worten, diejenigen, die im Himmel wohnen, das sind wiedergeborene, gläubige Christen, die an Jesus geglaubt haben. Also Menschen, die wirklich mit Jesus unterwegs waren und die reingewaschen waren von Jesus, die an ihn geglaubt haben. Also die Lästerung geht nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen Christen.
Wir können uns jetzt fragen, ja, wie ist es dann für diese Christen in dieser ganzen Zeit? Und wir sehen schon hier, es ist eine Zeit, eine herausfordernde Zeit. Es ist eine Zeit, wo gegen Christen geredet wird, gegen das, was sie glauben, das alles in den Schatten stellt. Es ist wirklich eine Bedrängniszeit, deshalb sagt man diese Epoche auch so. Man ist aber nicht bedrängt wegen irgendwelchen Impfungen oder Zertifikaten oder so, sondern man ist bedrängt wegen dem Glauben an Jesus Christus. Das ist der Grund davon. Wir lesen weiter, Verse 7 bis 8. Und es wurde ihm gegeben, diesem Tier, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Auch wieder verschiedene Dinge, die in diesem Text drin sind. Einige, die wir schon gehört haben. Zuerst sehen wir diese Christenverfolgung. Die wird sehr bedrängnisvoll sein. Und wir lesen sogar, dass Macht gegeben wurde, die Heiligen, die Christen zu überwinden. Es ist etwas, was wir denken, wie kann das sein? Wieso gibt Gott diesem Antichristen so viel Macht, die Christen zu überwinden? Es ist spannend, dass wir genau dasselbe auch schon im Daniel lesen, im Daniel 7, wo dieses kleine Horn für den Antichristen steht. Dort heißt, dass dieses kleine Horn gegen die Heiligen Krieg führen wird und sie besiegen, im Daniel 7, 21. Und im 25 heißt, dass es aber nur eine Zeit ist, die beschränkt ist auf eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist spannend. Eine Zeit für ein Jahr steht, 2 Zeiten für 2 Jahre, da sind wir bei 3 und noch eine halbe Zeit, da sind wir 3,5 Jahre. Haben wir genau wieder diese 42 Monate. Schon spannend, wie das zusammenstimmt und einfach passt. Es ist aber auch gut zu wissen, wir lesen immer wieder, dass Christen in der Welt hier sein werden. Also es wird nicht gelingen, die Gemeinde Jesu, die Christenheit irgendwie auszulöschen. Das ist etwas Unmögliches, das wird nicht gehen. Es ist auch spannend zu sehen, wenn wir die Offenbarung lesen und andere Textstellen, dass sich das Evangelium immer weiter verbreiten wird, dass immer wieder Menschen zu Jesus finden werden, dass diese Mission kein Ende hat, auch wenn diese Bedrängnis so groß ist und es sogar den äußerlichen Anschein macht, als wäre die Christenheit überwunden. Und man sieht hier auch diese Globalität in diesem endzeitlichen System. Also es geht wirklich um jedes Volk, jede Nation. Es ist nicht nur auf einen Bereich der Welt konzentriert, sondern auf den ganzen Erdball. Was wir hier auch sehen, ist, dass es auf der ganzen Welt eben nicht nur um eine Macht geht, sondern es geht wirklich auch um Religion, um Anbetung. Spannend auch, es gibt Leute, die dabei nicht mitmachen werden. Das sind die Leute, deren Namen nicht geschrieben sind. Und jetzt kommt ein langer Titel von diesem Buch. Im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Also das wird viel Wert gelegt, um was für ein Buch es hier geht. Um ein Buch des Lebens. Und nicht nur irgendein Buch, sondern das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Das zeigt gleich etwas, wie man in diesem Buch stehen kann. Was das Merkmal ist, dass man in diesem Buch des Lebens steht. Es geht nämlich um dieses geschlachtete Lamm, Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat, wie ein Lamm, das geschlachtet wird am Kreuz. Und etwas, was wir hier in diesem Text sehen, dieses Buch des geschlachteten Lammes, ich glaube, das müssen wir uns heute auch sehr zu Herzen nehmen, dass wir uns die Frage stellen, stehe ich in diesem Buch des Lammes, das geschlachtet ist, in diesem Buch des Lebens? Stehe ich da auch drin? Ich möchte hierzu einen Vers aus 1. Johannes 1,7 lesen, auch von diesem Johannes-Autor. Das zeigt, welche Wirkung das Blut dieses geschlachteten Lammes eben hat. Dort heißt es, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist diese wunderbare Botschaft vom Kreuz. Jesus hat sein Blut vergossen, dass unsere Sünden gereinigt werden können. Und dann fragen wir uns, ja, habe ich denn überhaupt Sünde? Wie ist das? Sünde ist ja gar kein cooles Wort. Ich bin ja ein guter Mensch. Auf solche Gedanken kommt man schnell. Aber es heißt dann weiter, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist eine Aufforderung, mal hinzuschauen.
mal ehrlich zu sein zu sich selber. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist meine Frage, die ich heute an dich habe. Bist du ehrlich zu dir selber? Siehst du ein, dass du auch Sünde hast im Leben? Und hast du Jesus diese Sünden bekannt? Bist du zu Jesus gegangen im Gebet und hast gesagt, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib du mir. Wasche du mich rein durch die Kraft deines Blutes, das du vergossen hast. Eigentlich das, was du bezahlt hast dafür, die Strafe für alle diese Sünde. Das ist meine Frage an dich. Und dann können wir sagen, ja gut, in diesem Buch des Lebens, da stehe ich auch drin. Was für eine wunderbare Zusage mitten in diesem apokalyptischen Text drin, in diesem wilden Text. Das Buch des Lebens. Wie gut, wenn wir da drin stehen können. Wir lesen weiter. Das ist ein wichtiger Text. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das Spannende ist ja, dass jetzt sogar in diesem Text vorkommen, wer Ohren hat, der höre. Also offensichtlich ist es wichtig, dass wir diese Texte lesen und dass wir hinhören und uns fragen, was bedeuten sie? Was haben wir damit zu tun? Vielleicht haben wir damit zu tun, dass wir uns fragen, stehe ich im Buch des Lebens? Also hören wir hin, schauen wir genau, es ist ein wichtiger Text. Und dann heißt es, diese Christenverfolgung, die es geben wird, bedeutet, dass einige in Gefangenschaft gehen müssen, dass einige getötet werden. Und vielleicht denken wir, boah, das wird eine schlimme Zeit. Das wird eine schlimme Zeit werden. Und gleichzeitig denke ich, welches Privileg haben wir heute, dass wir hier in der Schweiz, in diesem sicheren Land leben dürfen. Dass wir zusammenkommen können, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Dass keiner von uns verfolgt wird wegen seinem Glauben. Dass keiner Angst haben muss, dass er im Gefängnis landet oder sogar hingerichtet wird. Ich sage euch, das ist ein Privileg. Die Christen sind weltweit die am meisten verfolgte Bevölkerungsgruppe. Die meisten Christen leben nicht in so einer wohlbehüteten Gesellschaft. Die werden jetzt schon verfolgt. Die müssen jetzt schon um ihr Leben fürchten. Die müssen Angst haben, um zusammenzukommen, um Gottesdienst zu feiern. Die können sich das niemals erlauben, einen Gottesdienst online auf YouTube zu stellen. Wir leben jetzt schon oder aktuell in einer privilegierten Situation. Wir können Gott sehr dankbar dafür sein, dass wir hier wohnen dürfen. Und wir dürfen auch an unsere Mitchristen denken, jetzt, die verfolgt werden, aber auch in Zukunft. Und das heißt dann am Schluss von diesen Versen ein super Satz, hier. Was ist mit diesem hier gemeint? Wo soll dieses Ausharren der Glaube der Heiligen sein? Es geht um die Gläubigen, also es ist gemeint in der Zusammenkunft, im Zusammensein, in der Gemeinde der Gläubigen. Hier ist spannend, ein einziges Verb kann manchmal viel aussagen. Das steht in einer Zeitform im Durativ. Das bedeutet, es ist nicht etwas Einmaliges, sondern es ist etwas Anhaltendes, etwas Duratives. Also hier in der Gemeinde ist immer wieder Ausharren und der Glaube der Gläubigen. Mit anderen Worten, dieser Text und auch alle anderen, die sagen nicht, ihr Christen, nehmt die Waffen und kämpft. Bastelt euch Schilder und geht demonstrieren. Fordert eure Rechte mit Gewalt ein. Steht auf. Sondern mit Ausharren oder mit Geduld und mit Glaube. Das ist das, was die Christen kennzeichnet. Das ist das, was wir uns gut tun, wenn wir das heute einüben. Geduld. Geduld ist also gar nicht meine Stärke. Besonders wenn meine Kinder nicht zuhören wollen. Da bin ich also sehr schnell ungeduldig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es das mit Geduld ist. Das ist etwas, das fällt uns doch so oft schwer, geduldig zu sein. Ausharren können, warten können, bis eine gewisse Leidenszeit vorbei ist. Nicht sich dem hingeben, sondern bewusst auf Jesus schauen und sagen, ich habe Geduld, Jesus, du wirst wiederkommen, ich warte. Ich kann warten, gerade in unserer Zeit, wo alles so schnell gehen muss. Und wenn wir etwas bestellen online zum Einkaufen, dann muss es am nächsten Tag schon im Briefkasten sein. Warten, das kennen wir fast nicht. Und ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt schon einüben, wenn wir in einer schwierigen Zeit sind,
etwas durchhalten können, Geduld haben und darin Glaube bewahren. Der Glaube an Jesus, die Hoffnung auf Jesus daran festhalten, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird dem Leid ein Ende bereiten. Jesus hat dem Schranken gesetzt. Einander ermutigen, hier in der Gemeinde, dass wir einander ermutigen, hey, Jesus ist da. Und auch wenn jetzt eine schwierige Zeit ist, es wird weitergehen. Jesus hat einen Ausweg, Jesus hat eine Antwort. Aber es braucht manchmal Geduld. Wie gut ist, wenn wir das heute schon eintrainieren. Und das ist das, was die Christen in dieser Zeit auszeichnet, dass sie Geduld haben und dass sie miteinander am Glauben festhalten werden. Wenn wir weiterlesen in Offenbarung 13, dann kommt jetzt ein neues Tier, betritt eigentlich die Weltbühne, ein Prophet, der falsche Prophet wird ja auch genannt. Es ist interessant, dass wir haben schon vorher eigentlich vom Drachen geredet und jetzt reden wir vom Antichristen und dann noch vom falschen Prophet. So wie 3 Personen, mit denen der Teufel versucht, Macht zu ergreifen auf der Welt. Und wir merken, dass der genau eigentlich Gott nachäfft, der auch in einer heiligen Dreifaltigkeit, Trinität den Menschen begegnet, als Gott Vater, als guter Vater, als Jesus, der sein Leben hingibt für die Menschen. Und das Heilige Geist, der kraftvoll wirkt. Da wird also von diesem falschen Propheten berichtet, der auch alles nachäfft und auf dieses Antichristen hinweist. Und dann ab Vers 16 haben wir nochmals 2, 3 Hinweise zum Antichristen, die nehmen wir gleich noch mit zum Schluss. Hier steht, Offenbarung 13, ab 16, zweiter Teil. Und es bringt alle dahin, das ist der Antichrist, dieses Tier gemeint, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres oder des Antichrists. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Hier entdecken wir verschiedene ganz spannende Sachen. Das erste ist dieses Mahlzeichen. Über das wird ja heute geredet. Was könnte dieses Mahlzeichen sein? Und ein paar Dinge, die hier zu diesem Mahlzeichen stehen. Es ist an der rechten Hand oder an der Stirn. Also es ist entweder ist es äußerlich sichtbar oder dann muss es mindestens äußerlich erkennbar sein, dass da irgend so ein Mahlzeichen ist. Es wird auch gesagt, dass man nichts mehr kaufen oder verkaufen kann. Also man wird vom gesamten eigentlich von der gesamten Wirtschaft ausgeschlossen, vom gesamten kommerziellen Leben. Und es heißt auch, was das beinhalten wird, und zwar den Namen dieses Tieres oder den Namen dieses oder die Zahl seines Namens. Also auf irgendeine Art und Weise weist dieses Mahlzeichen, das die Menschen dann haben werden, auf den Antichristen hin oder auf seinen Namen. Was hier auch steht über diesen Antichristen, ist auch spannend, das wird hier auch erwähnt, dass es die Zahl eines Menschen ist, also es geht nicht nur um einen Machtbereich oder so, und das ist die Zahl 666. Und da können wir uns jetzt fragen, das fragt man sich ja immer wieder in der Geschichte, übrigens schon seit über 1000 Jahren, wer ist es denn? Und man stellt so Berechnungen an, zum Beispiel bei einem Alphabet, wenn jeder Buchstabe eine Zahl ist, dann kann man dann ausrechnen mit Namen, was hat jetzt der Name für einen Zahlenwert und so weiter. Und da kommt man dann auf spannende Zahlenwerte. Und wir haben nicht so Zeit, um das wirklich ausführlich zu besprechen. Ich selber schließe mich da verschiedenen oder vielen Auslegern an, die sagen, wenn der Antichrist in die Welt kommen wird, dann wird man das ausrechnen können, weil Weisheit ist dort, wo die Christen, wo man das kennt, und dann wird man das ausrechnen können. Aber bis es soweit ist alles nur Spekulation. Ein Beispiel habe ich trotzdem mitgebracht, weil das so spannend ist. Frühe Christen oder Ausleger, zum Teil bis heute, die rechnen den Cäsar Nero. Das war ja so ein Machthaber, der die Christen brutalst verfolgt hat, wo man sagt, ja, das muss doch der Antichrist gewesen sein. Die rechnen dann zusammen Cäsar Nero, aber nicht mit dem lateinischen Alphabet dann, wie es gibt, sondern mit dem hebräischen, mit den Zahlwerten, die dann passen zu den richtigen Buchstaben im althebräischen Alphabet. Und wenn man dann das zusammenrechnet, dann kommt man genau auf 666.
Da kann man sich jetzt fragen, ja, könnte das wirklich sein? Ich sage nein, natürlich nicht, weil der Antichrist ist noch nicht gekommen. Der ist noch gar nicht hier. Übrigens auch also Johannes, der hatte eine eigene wie Schule und der hatte Nachfolger, die er gelehrt hat. Und diese haben alle gesagt, wir kennen ihn noch nicht, diesen Antichristen, obwohl die diesen Nero gekannt haben. Aber was wir schon sagen können, wir haben gesehen, es gibt so eine Dynamik auf den letzten Antichristen hin. Und in dieser Reihe könnte man sagen, ja, da hat dieser Caesar Nero ganz sicher seinen Platz mit vielen anderen schrecklichen und schlimmen Machthabern auf dieser Welt. Also ich würde sagen, diese Zahl kann man jetzt noch nicht berechnen, nämlich erst, wenn dieser Antichrist auftreten wird. Und zweitens, dieser Caesar Nero, wie auch andere schlimme Menschen, das sind so Vorbilder für den letzten Antichristen, der dann das alles beinhalten wird. Also wir können schauen, ja, da könnte man so rechnen. Vielleicht kann man dann beim letzten Antichristen das ganz auf ähnliche Art und Weise ausrechnen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben ganz am Anfang die Frage gestellt, ist der Antichrist schon hier? Die Antwort ist nein. Es ist noch nicht so weit, wie wir lesen in Offenbarung 13 und an anderen Orten. Es ist noch nicht diese Zeit angebrochen. Es sind noch nicht alle Zeichen erfüllt. Dieses Auftreten ist noch nicht hier. Mit anderen Worten können wir aber die Frage stellen, gibt es die vielen Antichristen schon? Da können wir deutlich sagen, ja. Hat der Johannes schon gesagt, jetzt ist es soweit. Und wenn wir schauen in der Geschichte, da haben wir dieses Beispiel mit diesem schrecklichen Kaiser Nero und noch ganz viele andere. Heute wird oft auch im Zweiten Weltkrieg geschaut, der Hitler, was der alles für schlimme Dinge getan hat, wie die Leute ihn angebetet haben, wie er die Juden verfolgt und ermordet hat. Ein schreckliches Bild für den endzeitlichen Antichrist, der kommen wird. Also, wenn wir das nochmals auf dieser Zeitleiste anschauen, ich habe die euch vorher gezeigt, wo wir heute sind, wo dieser Text von Offenbarung 13 ist. Und wir können wirklich eigentlich die Zeitleiste auch so darstellen ungefähr, dass sich so eine Dynamik entwickelt, dass es verschiedene Typen gibt von eben Antichristen, die immer wieder auftauchen, die dann aber auf den letzten hinweisen. Oder viele so antichristliche Reiche, die Merkmale haben des Kommenden. Einzelne Merkmale und eigentlich wie Hinweisen auf die Errichtung des letzten großen weltweiten Reiches, von dem wir gelesen haben in Offenbarung 13. Es gibt so eine Dynamik, aber ist jetzt schon in der Welt spürbar. Dazu nochmals ein kurzer Text aus 1. Johannes 4, Vers 3, wo der Johannes schreibt, wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in der Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon hier. Also mit anderen Worten, der Johannes, der sieht ganz klar, er wird einmal in die Welt kommen, aber ist jetzt schon spürbar. Diese Dynamik ist jetzt schon spürbar. Eigentlich seit der Schlange, seit dem Anfang der Welt ist es spürbar in der Welt. Diese Tendenzen gegen Gott, diese Rebellion gegen Gott, das Verkehren alles dessen, was Gott sagt, ist jetzt schon da und jetzt schon spürbar. Und ich frage mich manchmal, wieso spüre ich das sogar in meinem eigenen Leben? Dinge, wo ich sage, Gott, wieso ist das so? Und ich habe meine Bedenken an dem, was Gott macht. Oder ich frage mich, wieso lässt er so viele Dinge zu? Oder wo ich Dinge in Frage stelle, ist der Jesus, ist er wirklich auferstanden? Nein, das kann ja gar nicht sein. Solche Fragen, die manchmal kommen, so ein Geist, ein schlechter Geist, ein negativer Geist, der von Gott wegzieht, das spürt man doch manchmal. Wir fragen uns auch in dieser Zeit, in der wir heute stecken, spürt man schon so antichristliche Tendenzen? Meiner Meinung nach kann die Impfung zum Beispiel, wie wir sie heute sehen, das hat nichts mit diesem Malzeichen zu tun, das passt nicht überein. Wie ist es mit einem Zertifikat? Wenn man mit dem Zertifikat nur noch mit Zertifikat einkaufen kann und nicht verkaufen, dann wäre das so eine Tendenz, die spürbar ist. Ich bin froh, dass wir noch einkaufen und verkaufen können ohne. Das ist im Moment noch kein Problem. Ist das alles gegen Gott gerichtet? Wird Gottes Name gelästert? Ich sehe das nicht so stark. Also gewisse Tendenzen kann man sich fragen. Ja, das ist spürbar, dass es hinzielt auf diese letzte Zeit.
Aber wir sehen auch klar, es ist noch nicht so weit. Es ist jetzt noch nicht da, es ist noch nicht in die Welt getreten. Wir können uns fragen, verschiedene andere Dinge, Kommunikation, Wahrheit. Wem glaubt man heute? Wie verbreiten sich Nachrichten auf der Welt? Was wird über Gott geredet? Wird man gelästert, wenn man an Gott glaubt? Verschiedene Tendenzen, die sehr gut spürbar sind in unserer Gesellschaft und wo wir uns fragen müssen, was haben wir als Christen für eine Rolle darin? Und ich sage euch, die wichtigste Rolle ist ausharren, Geduld haben und am Glaube festhalten. Und es ist Gnadenzeit, es ist Gnadenzeit, es ist Zeit, wo wir allen erzählen können, es gibt das Buch des Lebens des Lammes und da können wir drinstehen. Ich habe verschiedene Dinge gesagt, diese will ich heute ganz festmachen. 3 dieser Punkte will ich dir nochmals mitgeben. Vielleicht ist einer von diesen Punkten genau dein Punkt. Also 3 Dinge. Das erste ist, wir folgen Jesus nach, nicht wegen seinen Wundern und seinen großen Taten, sondern wegen seinem lebendigen Wort, das Kraft hat und bis heute in uns, an uns wirkt. Hören wir auf die Worte von Jesus und lassen unser Herz bewegen davon. Etwas Zweites, das wir immer wieder davon geredet haben, ist das Buch des Lammes. Das Buch des Lebens. Vielleicht ist das deine Message heute Morgen. Stehst du im Buch des Lebens? Bist du zu Jesus gekommen? Hast du seine Vergebung in Anspruch genommen? Und etwas Drittes, vielleicht ist das dein Punkt heute Morgen. Hier ist Geduld und Glaube gefragt. Vielleicht will dir Jesus heute aufs Herz legen, Geduld und Glaube zu üben. Gerade in einer Herausforderung, in der du vielleicht heute drin steckst. Und dann ganz zum Schluss möchte ich euch noch etwas nicht vorenthalten. Es wird nämlich auch geschrieben, wie dann diese Zeit des Antichristen zu Ende gehen wird. Wie diese Macht beschränkt ist. Ausführlicher wird es in Offenbarung 13 beschrieben und eindeutig oder kurz zusammengefasst schreibt Paulus darüber in 2. Thessaloniker 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose, hier ist der Antichrist gemeint, offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Vielleicht haben diese verschiedenen Textstellen heute auch etwas Furcht oder Angst oder ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Aber wir wollen nicht auf den Antichristen schauen, sondern wir schauen auf Jesus Christus. Und er wird kommen am Ende der Zeit und diese Macht beenden mit dem Hauch seines Mundes. Was für eine wunderbare Prophezeiung. Wir dürfen an den Jesus glauben, der mit dem Hauch seines Mundes dem allem ein Ende bereiten wird. Wir schauen zusammen auf Jesus. Wir wollen ihn in den Mittelpunkt stellen. Bei ihm können wir im Buch des Lebens stehen. Er wird am Ende kommen und dem allem ein Ende setzen. Und Jesus Christus, er ist jetzt schon hier und wir dürfen jetzt schon mit ihm unterwegs sein. Alle Macht wird er haben, von jetzt an bis in Ewigkeit. Genauso hat es Jesus seinen Jüngern gesagt. Und alles, was er zulässt, er hat es im Griff. Er hat das Ende bestimmt. Er hat das Ausmaß bestimmt. Und er hat es selber in der Hand. Wir wollen beten. Danke, Jesus Christus, dass wir zusammen auf dich schauen können. Danke, dass du uns in Geduld üben willst, auszuhalten, auszuharren, nicht müde zu werden. Danke, Jesus, dass du uns im Glauben stärken willst. Und danke, Jesus, dass wir auf dich schauen können. Du bist nicht gekommen und hast uns um den Finger wickeln wollen, sondern du bist gekommen und hast dich uns verschenkt. Du bist gekommen auf diese Welt und bist am Kreuz gestorben, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Und Jesus, du hast dein Blut vergossen, um für die Sünde zu bezahlen, auch für meine Sünde. Und wir dürfen zu dir kommen, Jesus. Wir dürfen im Gebet unsere Sünde bekennen und du vergibst gerne. Und du nimmst uns gerne auf in dieses Buch des Lebens. Und Jesus, wir wollen auf dich schauen. Deine Macht ist ohne Ende. Wir dürfen auf dich schauen, weil du wirst kommen am Ende der Zeit und mit dem Hauch deines Mundes allem Bösen ein Ende bereiten. Danke, Jesus, dass du jetzt schon den Sieg davongetragen hast am Kreuz. Und danke, Jesus, dass wir jetzt schon daran teilhaben dürfen. Amen.
Lasst uns zusammen auf Jesus schauen. Lasst uns den Blick auf ihn richten. Er, der alles für uns gegeben hat, der sein Leben für uns dahingegeben hat. Lasst uns den Blick klar haben. Jesus, wir glauben an ihn. Wir machen seinen Namen groß. Und er ist der Sieger heute, gestern und auch in alle Ewigkeit. Amen. We've lost sight of the wonder, but I know it will come back faster than you could ever dream of. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to heal what is broken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So big.